Leo, wach auf. Willst du nicht ein Video drehen? Nein, Mann, lass mich schlafen. Die Community wartet auf deine Reaction. Nein, ich will nicht. Ich weiß, du willst liegen bleiben, aber das bringt nichts. Dabei habt ihr das Derby verloren. Es ist kein Derby! Okay, du hast mich überredet. Scheiße, hab ich einen Bock auf die Scheiße. Wie war das nochmal? Wo ist die Begrüßung? Hallo, Moje, Jodedag. Und damit herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, ich habe keinen Bock zu reden. Sag ich ganz ehrlich, ich bin gebrochen und aufgrund dessen, ja, Victor wollte unbedingt, dass ich die scheiß Folge aufnehme. Hier ist er. Er wird heute die Folge schmeißen. Leo, gut, dann übernehme ich das jetzt. Auch wenn ich mir sicher bin, dass du das lieber selbst gemacht hättest. Unter anderen Umständen. Der 1. FC Köln verliert dieses Spiel mit 1:2. Und wenn man sich das Ganze nüchtern anschaut, dann ist das kein Spiel, in dem Köln komplett unterlegen war. Im Gegenteil. Köln war präsent. Köln war drin. Und Köln hatte vor allem Chancen. Ja, okay, aber was bringen uns die ganzen scheiß Chancen, wenn du den Ball halt nicht ins Tor bekommst? Genau das ist der Punkt. Effizienz. Die Pillen kommen zu ihren Momenten und nutzen sie. Allen voran die Nummer 14. Boah, besonders diesen Spieler hasse ich irgendwie so richtig momentan. Der ist echt bei mir das Feindbild. 2 entscheidende Situationen. 2 Tore. Und genau das ist der Unterschied in solchen Spielen. Der erste dieser Momente ist der Elfmeter kurz vor der Pause. Flanke in den Strafraum, Martel nimmt den Ball mit Brust und Arm mit und der Schiedsrichter entscheidet auf Handspiel. Das sind wieder diese typischen Situationen. Das sage ich dir ganz ehrlich, ich habe sowas geahnt. Ich habe sowas geahnt, dass es schon wieder zu irgendeiner strittigen Elfmeterszene oder ähnliches kommen wird, irgendeiner strittigen roten Karte oder sowas. Das ist jedes Mal, wenn wir gegen die spielen. Der Arm ist am Ball, wenn auch nur leicht. Regelt. Und das ist mir scheißegal. Das ist jetzt eine sehr zugespitzte Sichtweise. Wir halten fest, diese Szene hat das Spiel in eine Richtung gelenkt, die für den FC nicht ideal war. Aber, und das gehört zur Wahrheit dazu, das Spiel ist nicht nur an dieser Entscheidung gescheitert. Köln hatte Möglichkeiten, selbst den Unterschied zu machen. Große Chance von Elmalah, legt den Torwart aus, hat das Tor vor sich und trifft den Pfosten. Ja, und genau dieses Problem ist mir auch während des Spiels aufgefallen. Generell, unsere Spieler haben wenig Zug zur Mitte und auch wenn dann zum Beispiel einer mit dem Rücken zum Tor steht, er ist der Einzige, der irgendwie sich gerade in der Mitte befindet. Da gibt es nicht irgendwie so Situationen, wo der Mitspieler zum Beispiel zuruft, hey, die Position ist ungünstig, probier es selber, spiel den Ball nicht zurück und so weiter und so fort. Das hat mich so genervt. So, keiner hat so Zug zur Mitte. Keiner traut sich über die Mitte zu kommen, sondern will lieber von außen in die Mitte reinlaufen. Das sind die Momente, die solche Spiele kippen können. Wenn Spieler mit dem Rücken zum Tor stehen, fehlt oft die direkte Anschlussaktion. Dann wird der sichere Pass gewählt. Meist wieder nach außen. Und genau dadurch entsteht dieser Eindruck, dass viele Angriffe immer wieder über die Flügel laufen müssen. Ein klarer Stoßstürmer, der solche Situationen direkt verwertet, würde in genau solchen Momenten helfen. Ja, genau. Und genau so ein Stürmer ist Ragnar Ache. Und naja, der fehlt uns jetzt momentan. Wir haben momentan einfach keinen so richtigen Stoßstürmer. Wisst ihr ja selber. Am Ende bleibt, Köln war im Spiel. Köln hatte Chancen und Köln hätte durchaus mehr mitnehmen können. Aber die Pillen waren in den entscheidenden Momenten konsequenter. Und deshalb steht am Ende diese Niederlage. Ein intensives Derby. Halt die Schnauze, es ist kein Derby. Entschuldigung. Ein Nachbarschaftsduell. Es ist auch kein Nachbarschaftsduell. Ein No-Derby. Ja, damit kann ich leben. Gut, dann nennen wir es so. Am Ende steht ein 1:2. Und das ist vor allem deshalb bitter, weil mehr möglich gewesen wäre. Aber im Fußball zählt nicht, was möglich ist, sondern das, was du daraus machst. Ja, Victor, ich danke dir vielmals, dass du diesen Part für mich übernommen hast. Und von daher, wir sehen uns das nächste Mal. Mach es gut, schwenk den Hut. Ja, liebe Freunde, ich habe wirklich sehr zu knabbern an dieser Niederlage. Wie gesagt, ich habe wirklich eine intensive Abneigung gegen die, dass mir die Worte fehlen. Und ich glaube, es wäre ziemlich viel Scheiße dabei rausgekommen. Deswegen, ich denke mal, es war, glaube ich, die bessere Idee, Victor das Ganze machen zu lassen, weil ich auch so oder so irgendwie keinen Bock hatte, heute großartig zu reden. Das, ja, wird noch eine schwere Geburt im Abstiegskampf. Ich habe keine Ahnung,
ob wir das noch irgendwie vor dem letzten Spieltag gebacken kriegen. Ich hoffe doch, weil auf gar keinen Fall irgendwie so ein Abstiegskampf in München, das wäre für mich die schlimmste Option. Das wäre für mich die schlimmste Option, wenn wir sogar noch am letzten Spieltag zittern müssen. Deswegen, ich hoffe doch, dass die letzten beiden Spiele uns, ja, diesen Moment der Erleichterung bringen. Gegen Heidenheim bin ich dann wieder im Stadion. Ja, ich war auch heute da, aber ich sage auch ganz ehrlich so an der Stelle, ja, Stimmung, muss ich sagen, ja, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich nehme ja im S1 beide Seiten wahr. Und nun ja, irgendwann sind die da ein bisschen leiser geworden. Ja, wir haben supported. Diesmal gab es auch keine Noteinsätze. Aber es gab natürlich die ein oder anderen Situationen, wo ich dachte, könnte ruhig intensiver sein. Aber naja, man ist dann halt geknickt nach einiger Zeit. Von daher, ich würde mal sagen, auf der Tribüne so ungefähr unentschieden. Was wahr ist, ist wahr. Aber ansonsten eigentlich dieses Spiel hätte unentschieden ausgehen müssen, meiner Meinung nach. Von daher, uns stehen noch sehr intensive Wochen bevor. Ich kann mir noch keinen Reim darauf machen, wie das da in Berlin vonstatten geht. Aber ich hoffe doch irgendwie, weil auch auf den anderen Plätzen, sagen wir es mal so, läuft ganz okay. Der Tabellenplatz, sagen wir mal so, den wir maximal am Ende dieses Spieltages erreichen können oder auf den wir fallen könnten, ist Platz 14. Und auch der Abstand ist noch groß genug, dass wir auch nächste Woche nicht irgendwie auf dem Relegationsplatz landen. Das ist so jetzt das, was mich ein bisschen beruhigt hat. Aber an und für sich, oh Mann, ich habe noch hart daran zu knabbern, ganz hart. Von daher, mal schauen, was die nächsten Wochen bringen. Und von daher, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Unser kosmischer Held, der gute Kosmos, das Beste der Welt. Trikots total, zusammen bis sie alt.